Oh, wir starten Sehr jetzt schon. geehrte Referentinnen, sehr geehrte Referenten, liebe Publikum, ein paar Referenten fehlen noch, aber wir möchten an versprochene Zeit halten und unsere Videokonferenz, anders gesagt, unser Webinar gleich beginnen. Heute in dieser Runde werden wir die Menschenrechtsaspekte der jüngsten EU-China-Investitionsabkommen diskutieren. Dazu haben wir Volksvertretern Margarete Bause, Martin Patzelt, Markus Rindersbacher und Vertretern der betroffenen Volksgruppen und gesellschaftliche Organisationen Gayur Kurban, Kai Müller, Tianchi Martin Liao und Ulrich Delius eingeladen. Zum Schluss, Referenten haben die Gelegenheit, einander Fragen zu stellen und Meinungen austauschen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße euch sehr herzlich und bedanke mich, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Damals, obwohl die Volksrepublik China mit viel Hoffnung und Erwartungen in die Welthandelsorganisation aufgenommen wurde, in den letzten 20 Jahren in Richtung Liberalisierung, Öffnung und allerwichtigste, in Menschenrechtssituation keine Besserung zustande gekommen. Im Gegenteil, die Weltöffentlichkeit schaut nur zu, was bei Uiguren in Hongkong und Tibet passiert. Außerdem, in den letzten 2 Jahrzehnten haben wir mitgeholfen, die kommunistische China zu Weltmacht zu machen. Heute ihre lange Arm reicht bis Europa aus, soweit sie uns unter Druck setzen kann. Und Europa wurde wirtschaftlich von der Volksrepublik abhängig. Jetzt, nach 7 Jahren lange Verhandlungen, mit China ein Investitionsabkommen zustande gekommen, aber ohne verbindliche Klauseln über Menschenrechte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darauf hinweist, es sei noch viel zu machen und das Abkommen ist sehr strittig. Es gibt Zweifel an dem Abkommen. Noch heftiger ist die Kritik beim Thema Arbeitsbedingungen. Da hat Peking lediglich angekündigt, man würde den Beitritt zur internationalen Konventionen gegen die Zwangsarbeit anstreben. Aber auf einen Termin wollte man sich nicht festlegen. Für den grünen Politiker in der Europäischen Parlament, Reinhard Bütikofer, ist das nur eine höfliche diplomatische Umschreibung für die brutale Absage. Das heißt, lass uns in Ruhe, das machen wir nicht. Die Bundesregierung scheint immer noch dem Glauben anzuhängen, dass wirtschaftliche Entwicklung und internationale Einbindung China zu einem friedlichen, gutmütigen Partner machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass China sich noch mehr Einfluss in der EU erkauft und die Menschenrechte dabei weiter ausgehöhlt werden, sagt grüne Politiker Cem Özdemir. Die zunehmende Unterdrückung ist eher ein Zeichen dafür, dass die chinesische kommunistische Führung ihr System gnadenlos und völkerrechtswidrig in ganz China festigen möchte.
resümierte Daniel Kaspari, Chef der CDU-CSU-Gruppe in der Europäischen Parlament. Wir, mehr als 40 Nichtregierungsorganisationen, darunter die Ilham-Tohti-Initiative, haben mit einer gemeinsamen Aufruf an die EU-Führung gewarnt und die Aufnahme verbindlicher Menschenrechtsklauseln in das vereinbarte Investitionsabkommen mit der Volksrepublik gefordert. Wir haben insbesondere auf das Problem der Zwangsarbeit in der uigurischen Region und Tibet und entsprechende Resolutionen des Europäischen Parlaments verwiesen und erklärt, es ist daher offensichtlich, dass die Europäische Union sowohl vertraglich als auch moralisch verpflichtet ist, bei ihren Verhandlungen mit der Volksrepublik China an ihren Grundprinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Universalität der Menschenrechte festzuhalten. Nach dieser kurzen Einführung wollte ich die Reihe nach erst das Mikrofon an Frau Bause, Margarete Bause, weitergeben, aber anscheinend sie ist noch nicht Teil unserer Diskussion und deswegen möchte ich Herr Martin Passelt das Mikrofon geben, ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt oder Herr Passelt ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Im August 2014 rief er in einem offenen Brief Mitbürger dazu auf, sie mögen darüber nachdenken, in ihren privaten Häusern und Wohnungen Flüchtlinge aufzunehmen, und zwar insbesondere Mütter und Kleinkinder. Ich war sehr beeindruckt und es hat mich an meine Einwanderung als Kind nach benachbarten Afghanistan vor 60 Jahren erinnert. Da war keine, die uns aufnehmen wollte. Im Gegenteil, die wollten uns nach China zurückschicken. Herr Passelt, bitte, Sie haben das Mikrofon. Dankeschön, Herr Kahn. Dankeschön für die Einladung zu diesem Gespräch hier. Ich glaube, dass es außerordentlich wichtige Fragen sind, die wir nicht nur mit Blick auf die Minderheiten in China, auf die Uiguren und die Tibetaner besprechen, sondern dass wir auch unsere ureigensten Probleme hier besprechen. Probleme, die wir haben und die wir noch mehr bekommen werden, wenn wir weiter diese Abhängigkeiten, und zwar nicht nur von China, sondern auch die Abhängigkeiten von unserem materiellen Lebensstandard zur obersten Priorität machen. Denn meine tiefe Überzeugung ist, dass die Durchsetzung von Menschenrechten auch Geld kostet. Ich habe also in den letzten Jahren als Mitglied des Menschenrechtsausschusses und auch als Mitglied der CDU-CSU-Fraktion, also der Regierungskoalition im Bundestag, die Erfahrung machen müssen, dass immer wieder wirtschaftliche Interessen gegen menschenrechtliche Fragen abgewogen werden und dass wir zum Schluss doch oft die Entscheidung, wohin die Waage sich neigt, dann doch unseren wirtschaftlichen Interessen neigen. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen und ich verstehe das schon sehr gut, dass wir hier auch Wählerwillen und Wählermehrheiten denken, folgen zu müssen. Wir wollen ja weiterhin auch die politische Verantwortung behalten, aber ich halte es für eine sehr gefährliche Entwicklung, wenn wir die Errungenschaften einer modernen, pluralistischen, demokratischen Gesellschaft aufs Spiel setzen, weil uns der materielle Wohlstand und die zunehmende materielle Überschüttung, würde ich mal fast sagen, im Zweifelsfall dann mehr wert sind. Wissen Sie, ich will das nochmal so deutlich betonen, wir denken immer, wenn wir uns als Deutsche zum Beispiel oder als Europäer für die Menschenrechte einsetzen, dann tun wir das für die unterdrückten, benachteiligten Menschen in anderen Regionen und Nationen der Erde.
Und ich werde nicht müde zu sagen, wir tun es für uns, wir tun es für unsere Zukunft. Wir sind ein relativ kleiner Teil dieser Erde, die aufgrund von historischen Situationen, Gegebenheiten, Entwicklungen in den Genuss der Menschenrechte weithin gekommen sind, vergleichbar, fast paradiesisch leben. Wenn wir aber diese Menschenrechte verkaufen, dann werden wir selber auch schlimme Folgen erleiden lassen. Lassen Sie das mich als Auftakt einfach so stehen lassen. Ich danke Ihnen, Herr Passelt, für Ihren wichtigen Beitrag. Ich sehe hier Herr Markus Rindersbacher nicht. Ist Markus Rindersbacher dabei? Ich bin dabei, Also, allerdings kann ich mich selbst nicht sehen. Telefonisch. Ja, gut. Dann ich mache weiter. Beginne ich mit, weil ich auch ein Uigur bin, mit Uiguren. Der Herr Gayur Kurban, Direktor des Berliner Büros von Weltkongress der Uiguren. Er ist relativ jung und gehört zur dritten Generation der uigurischen Diaspora-Aktivisten. Bitte Gayur, wie siehst du das Abkommen und was soll anders werden, nach deiner Meinung? Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, verehrte Abgeordnete Herr Passelt, Herr Rindersbacher, verehrte Referenten und liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, guten Abend und viele Grüße aus Berlin. Im Namen des Weltkongresses der Uiguren möchte ich in meiner Position als Leiter des Berlin-Büros beim Herrn Anwar-Can herzlich bedanken, dass die Ilham-Tochter-Initiative unsere heutige Diskussionsrunde ermöglicht hat und über das aktuell sehr umstrittene Freiheitsabkommen mit China und im Zusammenhang mit der weit verbreiteten Phänomen der Zwangsarbeit zu reden, nicht nur in Osttürkestan und Tibet, aber auch in weiten Teilen von der Volksrepublik China als eine Methode der kommunistischen Partei, nicht nur Minderheiten und Andersdenkende gefügig zu machen durch harte Arbeit, aber auch verstärkt in der letzten Zeit die wirtschaftlichen Vorteile für die Machtelite des Landes zu erzielen. Dank der vielen Berichterstattungen in den verschiedensten Arten von nationalen und internationalen Medien, die neben der objektive und fachliche Untersuchung von Forschungen von den investigativen Journalisten, aber auch Wissenschaftlern aller Welt in der letzten Zeit stark zugenommen haben, hat das alte Thema der Zwangsarbeit in China neulich durch die Ausbeutung der Uiguren in gigantischem Ausmaß und in direktem Zusammenhang mit der Politik der Internierung der chinesischen Regierung starke öffentliche unsere Referenten in der Runde haben bereits über das Thema der Zwangsarbeit in allgemein und die massive Ausbeutung der Uiguren und Tibeten speziell im Zusammenhang mit dem Freiheitsabkommen zwischen der Europäischen Union in China wird erörtern. Ich möchte an dieser Stelle nichts Unnötiges wiederholen, was bereits bekannt geworden ist durch die verschiedensten Medienberichterstattungen. Stattdessen möchte ich aus meinen eigenen Erfahrungen das Thema der Uiguren-Zwangsarbeit zu beleuchten, das mit den Uiguren so eng verwandt ist. Und sogar, dass es ein spezielles Wort dafür gibt in der uigurischen Sprache, um die Zwangsarbeit der Uiguren unter der kommunistischen Führung eindeutig zu beschreiben.
Ich konnte mich gut daran erinnern, wie ich mit dem Thema Zwangsarbeit konfrontiert hatte im nordwestlichen Teil von heutigen China, wo ich vor 3 Jahrzehnten geboren und aufgewachsen war und studiert hatte, bevor ich meine Freiheit und Menschenrechte gefunden habe, hier in Deutschland vor 16 Jahren. Also Hashar hieß es, die Zwangsarbeit in der uigurischen Sprache, ein uraltes Wort, das leider viel zu oft in der alltäglichen Sprache verwendet wird, in der uigurischen Gesellschaft. In meiner Heimatstadt Yarkand, also wo von meisten Uiguren bewohnt sind und der größten Stadt der Region Kashgar zählt, in den südlichen Teil von Osttürkestan mit seinen über 1 Million Einwohnern, hört man das Wort Hashar sehr häufig, nicht zuletzt in der Schule. Schon damals, spätestens in den 90er Jahren, wo ich in der Grundschule war, wussten wir, was Hashar bedeutet. Bloß nicht ganz genau, warum die Uiguren zur Zwangsarbeit verpflichtet werden müssen. In den älteren Versammlungen fehlten die Älteren, die zu Hashar gezwungen waren, also zur Zwangsarbeit, die sich jährlich mehrmals wiederholt hatten. Kinder erzählten, also wir erzählten abenteuerliche Geschichten über unseren Eltern bei solchen Zwangsfeldarbeiten. Also da ich, genauer gesagt, die Uiguren damals mit dem Hashar zusammengewachsen sind, haben wir es nicht so besonders fremd empfunden. Wenn überhaupt häufige Beschwerde der Eltern, die zur Zwangsarbeit mussten und dadurch ihr normales Leben und Verdienst beeinträchtigt wurde. Wir kannten nichts anderes, wirklich. Also wir hatten weder die Gedanke noch den Mut gehabt, nachzufragen, warum sie gegen ihre Willen arbeiten mussten, vor allem ohne jegliche Bezahlung und sogar unter Strafdrohung, vor allem Haftstrafe, falls man die Arbeit verweigern sollte. Sogar musste man die Lebensmittel selbst mitzubringen zu Zwangsarbeiten an den Feldern. Auch für uns Kinder in der Grundschule war es in den wöchentlich wiederholten Pflichtunterrichten wie politische Erziehung und physische Erziehung nicht nur theoretisch beigebracht, kollektiv und selbstlos für die kommunistischen Ideale zu arbeiten, sondern auch müssen wir als kleine Kinder schon damals verhältnismäßig schwierige Arbeiten in Praxis errichten. Und das alles unter der strengen Aufsicht, Kontrolle und Strafdrohung des kommunistischen Staates. Auch in den mittleren und oberen Jahrgängen hatten wir diese beiden Pflichtfächer, die sogenannte politische Erziehung und die politische Erziehung, welche keine Sportunterricht ist. Da muss man auch ehrlicherweise so sagen. Und wobei die Noten eng miteinander verknüpft sind. Wenn ich mich nicht irre, wurde ich spätestens seitdem ich Oberstufenschüler geworden war, zu wochenlangen Haschisch, also Zwangsarbeit, alles Unterricht. Zweimal jährlich waren wir im Namen der physischen Erziehung dazu verpflichtet, Feldarbeiten zu errichten, unter anderem Baumwollen zu pflügen. Interessanterweise, wir hatten keine einzige chinesische Schülerinnen und Schüler bei den Feldarbeiten gesehen, als ob die Zwangsarbeiten nur für die Uiguren zugestimmt waren. Auch an den Universitäten werden solche Zwangsarbeitspraktiken im Namen der Erziehung fortgeführt. Jährlich mussten wir als Uni-Studenten zweiwöchigen Feldarbeit verpflichtet. Und Achtung, es wurde kein Geld oder irgendeine Form von Entschädigung gegen die Befreiung von der Zwangsarbeit genommen.
wir müssten in den Feldern gehen und Baumwollen pflücken. In äußerst seltensten Fällen werden Befreiung gewährt. Sogar ich als mindestens 40% Behinderte nach dem deutschen Maßstab jährlich Baumwollen pflücken gehen. Das unverschämt war, wir müssten täglich bestimmte Volumen gepflückt haben. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir als Strafe bestimmte Nahrungsmittelversorgung untersagt, sprich wenig Essen bekommen. Und am Ende, wenn die persönliche Pflichtquote nicht erreicht ist, muss man auch aus eigener Tasche Geldstrafe bezahlen. Und all das werden in den Jahresabschlussnoten berücksichtigt. Mit dieser kleinen Änderung aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich das im Ausdruck bringen, dass es die Zwangsarbeit in China in verschiedenen Namen und schon seit und je existierten. Es wurde für uns als Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten damals schon seit mindestens 20 Jahren im Namen der physischen Erziehung auferlegt. Viel schlimmer war es, dass der chinesische Staat die Zwangsarbeit als Instrument der politischen Erziehung und der wirtschaftlichen Vorteile für den Staat und seinen Machteliten verwendet hat, schon seit jeher der Gründung der Volksrepublik China. Also dieses berühmtes und berüchtigte System Laogai, also Reformen oder Änderungen durch Zwangsarbeit, haben die Uiguren schon immer terrorisiert. Schon bei den kleinsten Verkehrsdelikten mussten die Uiguren viel oft und schon viel zu leicht zum Laogai geschickt, welches in verschiedensten Längen in unserer Region existieren. Mit der Einführung der Politik der Internierung unter dem Staatspräsident Xi Jinping hat dieses alte, gediente System der Zwangsarbeit nun eine neue Dimension und Gewicht bei der politischen Repression und der wirtschaftlichen Vorteil gewonnen. Der jüngste Bericht von Dr. Adrien Zenz hat es nun allzu deutlich gezeigt, wie der chinesische Staat Millionen von Uiguren gegen ihre Willen und meistens fernab aus ihrer Heimatregion nicht nur unter strikter Aufsicht und politische Erziehung, aber auch unter harsche Konditionen zu Zwangsarbeit gezwungen haben. Es ist sicherlich nicht meine Absicht, alle Details dieser und andere Fachberichten zu erzählen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch unter dem Publikum diesen Bericht gelesen haben. Das System der Zwangsarbeit, was ich sagen wollte, ist, das System der Zwangsarbeit in China hat seine feste Stellung und China nutzt es gnadenlos aus. Es ist eindeutig falsch, dass die Europäische Kommission gegen ein leeres Versprechen ein wichtiges Abkommen für die Zukunft der Europa mit dem Teufel geschlossen hat, also eine offene Ansage gegen ihre Gründungsideale demokratischen Werte. Also mit dieser eindeutigen falschen Entscheidung hat die Europäische Kommission China in seiner Handlung gegen die Menschenrechte und Menschenrechte nur noch gestärkt. Also ich bin mir sicher, dass andere Referenten also über diese Thematik auch sehr kompetente Beiträge leisten. Ich bin an dieser Stelle auch bereit, die Fragen diesbezüglich zu beantworten. Vielen herzlichen Dank. Danke, Gayur. Herr Markus Rinderspacher ist gerade reingekommen oder eingetroffen. Ich möchte zurück an den Parlamentarier, damit wir die Meinungen, die Einschätzungen von Volksvertretern mal alle hören. Und darum möchte ich jetzt den Mikrofon, bevor ich an Markus Rinderspacher weitergebe. Ich sage, dass er ein überzeugter Sozialdemokrat, dennoch sehr kritisch
Markus Wintersbacher ist ein deutscher Politiker, ehemaliger Fernsehjournalist, ist seit 2008 Abgeordneter des Bayerischen Landtags. Dort war er von Oktober 2009 bis November 2018 SPD-Fraktionsvorsitzender, somit Oppositionsführer im Landtag. Jetzt, Markus, bitte, du hast das Wort. Ja, lieber Enver Can, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass mir die Ehre zuteil wird, dass ich auch bei dieser Konferenz mit dabei sein darf. Ich bin ja fest an der Seite der Uiguren, auch in unserer bayerischen Landeshauptstadt, die die größte Exilgemeinde darstellen außerhalb Asiens, bei uns in der bayerischen Landeshauptstadt. Ich freue mich schon, dass wir am Freitag auch vor dem chinesischen Generalkonsulat wieder gemeinsam demonstrieren werden gegen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China. Danke auch dafür die Einladung. Auch da werde ich selbstverständlich wieder mit dabei sein. Und nichtsdestotrotz möchte ich heute einen etwas anderen Einstieg pflegen, als er möglicherweise auch erwartet wird. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass Investitionsschutzabkommen und Freihandelsabkommen grundsätzlich eine Chance bieten. Natürlich für ein exportorientiertes Land wie Deutschland aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Wenn Handelsbarrieren abgebaut werden und es einen erleichterten Marktzugang für Unternehmen gibt, dann setzt dies natürlich Wachstums- und Beschäftigungsimpulse frei. Und das ist grundsätzlich gut. Freihandel weltweit, das mögen vielleicht andere Teilnehmer dieser Konferenz ein bisschen differenziert anders sehen als ich, halte ich für eine prinzipiell gute Sache. Aber klar ist auch, dass Globalisierung natürlich faire Regeln braucht. Wir wollen den globalen Handel gerecht gestalten und den Primat der Politik auch gegenüber ungezügelten Marktkräften durchsetzen. Und dass es ungezügelte Marktkräfte gibt im Moment weltweit, das dürfte jedem klar sein. Nicht erst seit dieser Lektüre. Am vergangenen Samstag ist der Spiegel rausgekommen mit der Fragestellung der Siegeszug des Drachen, wie überlegen ist uns China wirklich? Die Frage ist relativ klar beantwortet worden vom Spiegel. Die Überlegenheit ist jetzt schon krass in vielen Bereichen. Sie wird noch krasser werden, als das gegenwärtig der Fall ist. Und wer soll dem etwas entgegensetzen, wenn nicht die Europäische Union, die tatsächlich als einzige geostrategische Kraft weltweit noch den Anspruch hat, weltweite Standards zu setzen. Die Amerikaner sind aus diesem Anspruch ausgetreten. Nicht nur, dass der Multilateralismus dort zumindest in den letzten 4 Jahren deutlich nicht mehr die Durchsetzungskraft hatte, wie dies eigentlich notwendig wäre. So schreibt auch der Spiegel, wenn es die Europäische Union nicht macht, für Arbeitnehmerstandards zu kämpfen, für Verbraucherschutzstandards zu kämpfen, für einen fairen Handel und natürlich auch für Menschenrechte, dann wird es irgendwann eng. Deshalb müssen wir dem politischen Anspruch gerecht werden. Und ich nehme jetzt mal für meine Partei in Anspruch, dass die Sozialdemokratie im vergangenen Jahrhundert durchaus manches erreicht hat, den Kapitalismus einzuhegen und auch sozial gerechten Regeln zu unterwerfen. Aber klar ist auch, dass für den globalen Kapitalismus dieser Prozess noch aussteht. Und das ist ein weiter und ein steiniger Weg. Ich bin der Meinung, Fortschritte für einen gerechten Welthandel und mehr Wohlstand für alle sind in der komplexen Welt von heute so leicht gar nicht zu erreichen. Dafür ist internationale Kooperation unverzichtbar. Und in besonderer Weise wird es dann eben auf die gemeinsame, insbesondere wirtschaftliche, aber auch politische Kraft der EU ankommen, um unsere Vorstellungen, Werte und Standards gegenüber anderen Regionen der Welt zu behaupten und in der globalen Wirtschaftsordnung der Zukunft möglichst weitgehend zu verankern. Das gilt insbesondere natürlich auch nach dem Brexit. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir sagen, wir mischen uns nicht ein im Welthandel, wir versuchen nicht unsere Standards durchzusetzen, dann hat das nur die Folge, dass die Starken immer stärker und die Schwachen immer schwächer werden. Wie alle marktwirtschaftlichen Beziehungen braucht es klare soziale und ökologische Regeln, die demokratisch abgesichert sind. Denn
das, was ich jetzt mal unbegrenzte Handlungsfreiheit nenne, im internationalen Handel, nochmal, das stärkt nicht die Schwachen und das macht die Starken nicht schwächer. Deshalb ist ohne freien Handel auch Fairness nicht zu erreichen. Das klingt paradox, aber das ist so. Und deshalb brauchen wir natürlich sowohl bei uns in der Bundesrepublik wie auf der EU-Ebene ein Lieferkettengesetz mit klaren Durchgriffsrechten, dass Zwangsarbeit ausgeschlossen wird, dass die Verbraucher auch in unserem Land wissen, was habe ich auf dem Teller, was habe ich in der Garage für ein Auto stehen, ist da Zwangsarbeit drin, ist da Kinderarbeit drin. Wir wissen, dass wir im Moment 1,4 Milliarden Kinder haben weltweit, die arbeiten gehen müssen oder arbeiten gehen, weil die Eltern nicht genug nach Hause bringen zum Essen. Das ist im Übrigen genau ungefähr die Bevölkerung der Volksrepublik China. Wir wissen, dass 25 Millionen Menschen weltweit in Zwangsarbeit sind und insbesondere natürlich in der Volksrepublik China. Und deshalb komme ich jetzt zum Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Im Übrigen darf ich vorwegschicken, da ist ja die Messe noch nicht gelesen. Das ist ja noch nicht unter Dach und Fach. Es gab bereits eigentlich alle ernstzunehmenden demokratischen Parteien im Europäischen Parlament, die gesagt haben, so Vorsicht, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Jetzt wollen wir erstmal, dass die Texte übersetzt werden und wir haben überhaupt keine Notwendigkeit, da jetzt husch husch dem zu folgen, was Ende Dezember da in Aussicht gestellt wurde. Klar ist, da dürfen wir uns nichts vormachen, dass wir vor den tiefgreifendsten geostrategischen, geopolitischen und geoökonomischen Wandlungen seit vielen Jahrhunderten gegenüberstehen. China ist eine Supermacht, die das 21. Jahrhundert imperialistisch dominieren möchte. China hat bereits weite Teile Asiens und Afrikas regelrecht unterjocht. Das ist offenbar noch nicht genug. Hongkong wurde nun de facto einverleibt. Taiwan soll notfalls gewaltsam auch einverleibt werden. Und klar ist ja auch in dem Zusammenhang, dass China Demokratie und Menschenrechte in Frage stellt und auf dieser Blutspur einen eiskalten Kapitalismus ohne jedes menschliche Antlitz durchsetzen möchte. Und für uns in Europa stellt sich die Frage ja auch ganz klar, ob dieses Modell auch bei uns Fuß fassen soll, ganz losgelöst der eklatanten Menschenrechtsverletzungen in China selbst. Klar ist auch, dass die Hoffnung, dass sich ein prosperierendes China mehr an internationale Spielregeln hält oder sich gar demokratisiert, sich zuletzt nicht bewahrheitet hat. Wandel durch Handel, das war eine große Hoffnung, auch in der Bundesrepublik und auch in Europa mit Blick auf eine möglicherweise ökonomische Zusammenarbeit mit China. Diese Hoffnung ist gescheitert. Wandel durch Handel hat bis jetzt nicht funktioniert. Und umso vorsichtiger muss man jetzt sein. Die Vorredner, ich habe zum Teil telefonisch mithören können, haben dies ja auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ich möchte dies mit 3 deutlichen Ausrufezeichen mit unterstreichen. China entwickelt sich nicht hin zu Marktwirtschaft, zu sozialer Marktwirtschaft oder Demokratie. Und deshalb müssen wir die chinesische Regierung an ihren eigenen internationalen Verpflichtungen messen. Das ist in der letzten Zeit häufig zu kurz gekommen. Es kann nicht sein, dass die Weltgemeinschaft Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik nur achselzuckend zur Kenntnis nimmt. Und wir müssen uns auch geostrategisch dahingehend aufstellen in Europa, dass die Verlagerung der Zentren der Weltwirtschaft nach Asien und nach China, und das ist ja der Fall, dafür brauchen wir gar nicht den Spiegel von dieser Woche, dass das Europa zusätzlich unter Druck setzt. Während bei uns nämlich die Bevölkerung und das Wirtschaftswachstum abnehmen und die sozialen und ökologischen Standards hoch sind, ist es im Asien-Pazifik-Raum genau umgekehrt. Und darauf muss man sich entsprechend einstellen. Und ich habe überhaupt nichts gegen ein Investitionsschutzabkommen oder gegen ein Freihandelsabkommen, wenn es all das im Hinterkopf hat und wenn Standards des Welthandels, auch die ökologischen, auch die sozialen und erst recht natürlich die Menschenrechtsstandards, eben nicht durch die Asien-Pazifik-Region, sprich durch China bestimmt werden, sondern durch Europa und Deutschland. Das muss doch unser Anspruch sein.
Deshalb stehen wir gewissermaßen vor der Alternative. Schaffen wir Europäer es, die politischen, sozialen, kulturellen, ökologischen Standards im Welthandel mitzubestimmen, oder werden wir in absehbarer Zeit an die Standards uns anderer anpassen müssen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, genau das wollen wir eben nicht und müssen deshalb vergegenwärtigen, Handelspolitik findet nicht in einem Vakuum statt. Deshalb ist es wichtig, dass faire Wettbewerbsbedingungen auch beim Thema Arbeitnehmerrechte gelten. Da müssen wir den Kampf gegen die Zwangsarbeit verstärken, nicht nur mit Gesetzgebung in Deutschland und in Europa, sondern das muss natürlich auch Teil eines Abkommens sein, wie es jetzt zwischen der Europäischen Union und China seit vielen Jahren diskutiert wird. China muss die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit ratifizieren und umsetzen. Und dieses Ziel muss natürlich auch in einem solchen Investitionsabkommen verankert sein. Wenn das nicht gewährleistet ist, gibt all die strategische, geoökonomische Überlegung, die ich jetzt vorab dargestellt habe, keinen Sinn. Ohne eine solche Ratifizierung und ohne auch eine solche Umsetzung darf ein Investitionsabkommen mit China definitiv nicht in Kraft treten. Das haben mehrere politische Parteien im Europaparlament bereits auch zum Ausdruck gebracht. Also die SPD hat das sehr deutlich formuliert mit unserem Handelsexperten Bernd Lange. Nochmal, Freihandel ja, nochmal Investitionsschutz ja. Aber wenn grundlegende Prinzipien definitiv nicht gewährleistet sind, dann hat es keinen Sinn. Abschließend möchte ich nochmal das wiederholen, was ich in Konferenzen, die wir in diesem oder in anderem Zusammenhang auch schon durchgeführt haben, nämlich, dass ich mir mehr Klarheit in Europa wünsche. Ich bin auch in meiner eigenen Partei ein bisschen überrascht, dass es da vor einigen Jahren durchaus ein Aufbegehren gab gegen Handelsabkommen mit der Demokratischen Republik Kanada oder auch mit unseren Freundinnen und Freunden von Amerika. Aber jetzt soll ein Investitionsabkommen mit China auf den Tisch gelegt werden, da kräht kein Haar danach. Ich frage mich eigentlich, wieso? Bei unseren Freundinnen und Freunden, mit denen wir freien Handel treiben wollen, unter demokratischen Maßgaben, bei allen Fragestellungen, die es da gab, sind die Fragestellungen mit China doch deutlich stärker, deutlich virulenter und müssen deshalb viel intensiver diskutiert werden. Deshalb bin ich dankbar auch für die heutige Konferenz. Ich werde diese auch in meine Partei, das verspreche ich, mit einbringen, weil es nicht sein kann, dass wir das jetzt mit einem Achselzucken zur Kenntnis nehmen. Und wir diskutieren ja im Moment sehr viel auch die Menschenrechte in Russland. Ich halte das für richtig. Möglicherweise ist es sogar richtig, das zu koppeln mit dem einen oder anderen Großprojekt, Fragezeichen. Aber eines ist klar. Sowohl bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gab es Sanktionen gegen Russland. Es gab auch in der Folge jetzt des Mordversuches an dem Oppositionellen Nawalny Sanktionen, definitiv. Und es sind weitere Sanktionen im Gespräch infolge der Menschenrechtsverletzungen und der Inhaftierung von 5000 Demonstrierenden in Moskau, in St. Petersburg und in 98 weiteren russischen Städten. Jetzt frage ich mich, wie hat eigentlich Europa reagiert auf die Annexion, in Anführungsstrichen Annexion, von Hongkong? Relativ zurückhaltend. Relativ zurückhaltend. Und da glaube ich, darf es nicht zwei Maßstäbe, darf es nicht zwei Ellen geben, wenn die einen mit Sanktionen behelligt werden, und zwar mit Recht, ich unterstütze das ausdrücklich, dann können wir bei China nicht so tun, naja, ist ja ein großer Absatzmarkt, ist ein großer Wirtschaftsmarkt und die haben ja sowieso nochmal eigene Vorstellungen, die müssen wir irgendwie anders bewerten. Nee, das kann nicht wahr sein, dass es da zwei Ellen gibt aus Sicht der Europäischen Union. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir bei China wesentlich deutlicher hinblicken müssen und bin da durchaus auch bei unseren amerikanischen Freunden. Ich bin kein gewiss Anhänger oder Unterstützer der Administration Pompeo oder gar Trump. Aber was ich da in den letzten Tagen jetzt zum Beispiel gehört habe, mit einer Klarheit in Richtung Hongkong oder auch Taiwan, ich sage das auch als Koordinationssprecher der bayerisch-taiwanesischen Parlamentariergruppe, das finde ich wesentlich klarer als das, was wir Europäer da mitunter formulieren. Und deshalb ist es jetzt auch eine Aufgabe, die neuen transatlantischen Verhältnisse so zu klären, dass wir möglicherweise gemeinsam mit den USA einen besseren Weg finden, als uns das in den letzten Jahren gelungen ist.
der neuen imperialen Macht unserer Welt, der Volksrepublik China, stärker die Stirn zu bieten, als das bislang der Fall war. Ja, danke, Markus, für deine wichtigen Einschätzungen. Jetzt, bevor ich Herrn Kai Müller weitergebe, möchte ich ihn auch ganz kurz hier zitieren, weil ich finde wichtig, was er gesagt hat. Herr Kai Müller ist Geschäftsführer der International Campaign für Tibet in Deutschland und er sagte so wörtlich, die Daimler AG stützt durch derartige Sponsoring die Bemühungen der KP Chinas, die Bevölkerung auf Linie zu bringen. Daimler unterstützt damit exakt das Gegenteil von Demokratisierung und Pluralismus in China, nämlich die Festigung von Kontrolle, den Mangel an Meinungsfreiheit und Pluralismus in China. Die Sponsoring-Aktivität der Daimler AG ist beschämend, wenn gleichzeitig Regimekritiker inhaftiert werden und sich Tibeter aus Protest gegen Politik Pekings anzünden. Der Wandel durch Handel à la Daimler ist völlig inakzeptabel. Ende des Zitats. Herr Müller, diese Worte gilt mehr als je jetzt, glaube ich. Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Enver Can, auch für die Einladung, heute hier Abend zu sprechen zu können. Ich finde es eine sehr wichtige Veranstaltung. Ich habe schon mit großem Interesse eben zugehört bei den bisherigen Beiträgen. Finde ich sehr, sehr anregend. Ich glaube auch sehr diskussionswürdig. Ja, das Zitat, das Sie eben nannten, stammt aus 2012, wenn ich mich recht entsinne. Da ging es damals um ein Sponsoring von Mercedes für eine Propagandaveranstaltung vor dem damaligen, seinerzeitigen Volkskongress, wo bunte rote Fahnen und Marx und Lenin und so weiter dort gezeigt wurden. Das Ganze wurde schön natürlich auch designmäßig in dem Branding sozusagen der KP alles dargestellt, gesponsert von Mercedes und Rolex. Also das waren schon sehr bemerkenswerte Spagate, die man da gemacht hat. Aber natürlich zeigte das schon damals, wie weit man da eigentlich bereit ist zu gehen. Vielen Dank, dass Sie das nochmal ausgegraben haben, sozusagen. Tatsächlich würde ich dem jetzt auch erneut zustimmen. Was jetzt unser Thema heute angeht, würde ich gerne zunächst kurz etwas zu Tibet sagen. Und Kurban hat schon, glaube ich, sehr eindrucksvolle Dinge berichtet aus Turkestan. Ich möchte da nicht allzu viel hinzufügen, nur so viel, dass das Thema Zwangsarbeit und Arbeitslager ja ein altbekanntes auch in Tibet ist. Jetzt vor kurzem wieder neuerliche, bedauerliche Aktualität gewonnen hat. Sie haben vielleicht auch mitverfolgt die Berichterstattung über sogenannte zwangsweise Arbeitsprogramme, in die Tibeter und Tibeterinnen aus ländlichen Regionen hineingezwungen werden, um dann mit einer militärischen Indoktrination versehen und auch einer möglicherweise handwerklichen Ausbildung dann in Produktionsstätten verschickt zu werden innerhalb der autonomen Region Tibet und auch darüber hinaus. Das perfide daran ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass hier der Staat und die Behörden diese Programme nutzen, um ja quasi bürokratische Planzahlen zu erzielen, nämlich in der sogenannten Armutsbekämpfung, wo dann ja Erfolge berichtet werden, kundgetan werden von den Parteieinrichtungen dort. Also hier hat man nicht nur schlicht die Nutzung der Arbeitskraft, über die wir de facto sehr wenig wissen, unter welchen Umständen diese Menschen dann tatsächlich arbeiten müssen, ob sie dann auch
die Gelegenheit haben, überhaupt wieder ihre Arbeitsstätte zu verlassen, wie sie untergebracht sind. Das ist alles sehr unklar, auch aufgrund der Tatsache, dass Tibet eben fast nicht zugänglich ist für Besucher von außen. Also diese Dinge spielen eine Rolle, die Nutzung der Arbeitskraft plus eben auch diese Erzielung dieser politischen Planzahlen. Also das ist nochmal ein ganz besonders bitteres Element in Tibet. Was das Investitionsschutzabkommen angeht, letztlich so wie es jetzt sich darstellt, ist es aus unserer Sicht und vieler anderer Menschenrechtsorganisationen, wie Enver Can das hier schon anfangs erwähnt hat, nicht akzeptabel, weil letztlich die Zusicherung gegen Zwangsarbeit, die Zusicherung, dass Menschenrechte geachtet werden und dass es einen Mechanismus gibt, diese einzuklagen, einzufordern, diese Zusicherungen sind zu schwach. In der Tat handelt es sich nur um bloße Absichtserklärungen der chinesischen Regierung, wenn man sagt, man ziehe in Betracht oder man prüfe das, diese ILO-Konventionen zu unterzeichnen, zu ratifizieren vielmehr. Das ist nicht genug, das kennen wir in der Tat schon aus anderen Zusagen, nämlich zum Beispiel von dem Internationalen Zivilpakt, der 1998 unterzeichnet wurde und seither ist ein beständiger Talking Points von NGOs und von Regierungen, die daran ein Interesse haben, gegenüber der chinesischen Regierung doch endlich jetzt diesen Zivilpakt zu ratifizieren. Und die chinesische Regierung redet sich hier immer mit den krudesten Begründungen heraus. Letztlich kann man das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Jetzt vor dem Hintergrund, solche Zusicherungen zu bekommen, erscheint einem doch etwas absurd und teilweise auch zynisch. Ich denke, dass hier allen Beteiligten klar ist, auch auf europäischer Seite, was diese Zusicherung bedeutet. Ich würde da auch mit Herrn Bütikofer mitgehen, der ja das entsprechend auch so bezeichnet hat. Was uns auffällt an dieser Herangehensweise, ist auch ein Stück weit ein Kontrapunkt zu Politikkonzepten im Menschenrechtsbereich, von denen man glaubte, dass sie sich eigentlich durchgesetzt hatten in den letzten Jahren, nämlich das sogenannte Mainstreaming, also quasi das Abbilden von Menschenrechtsthemen in allen möglichen Politikbereichen, gerade auch im Wirtschafts- und Handelsbereich. Nicht zuletzt kann man das ja auch wiedererkennen, wenn man möchte, auch im EU-Vertrag, im Artikel 21, den ich ja auch mal gerade vor mir liegen habe, wo nämlich diese ganzen Prinzipien, die die EU ausmachen, so sagt das ja der Vertragstext, als Grundlage für jedes Handeln nach innen und nach außen genommen werden müssen. Also dieses Mainstreaming findet hier einen Kontrapunkt in diesem Investitionsschutzabkommen, nämlich dergestalt, dass offenbar geglaubt wird, man kann Handelspolitik, Wirtschaftspolitik auf der einen Seite behandeln und dann Menschenrechte gehören in eine andere Kiste. Also diese Kompartmentalisierung, dieses Compartmentalizing ist offenbar eine Art Grundüberzeugung oder Herangehensweise der Politiker und Politikerinnen oder Stakeholder auf europäischer Ebene. Das halten wir für verfehlt und letztlich auch völlig nicht dementsprechend, wie die chinesische Regierung nämlich agiert, nämlich sie genau nutzt, nämlich Menschenrechte, nämlich umgekehrt in ihren Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, um ihre Positionen zu erreichen, nämlich, wenn ich das sagen kann, so eine Art umgekehrter Konditionalität. Also wir hier im Westen bekommen Handelsverträge, Wirtschaftsverträge, eine Fabrik wird irgendwo hingebaut, wenn wir eben zu Menschenrechten schweigen. Diese umgekehrte Konditionalität müssen wir ernst nehmen und so erkennen und dagegen wirken. Wir vermissen da eine Strategie der EU und auch der europäischen Politik insgesamt, wie man denn mit diesem sehr wirtschaftlich starken China umgehen will. Heißt das denn jetzt, dass wenn zum Beispiel
eine deutsche Delegation nach Peking reist oder eine französische Delegation, eine italienische, wird dann jeder jetzt wieder nur seinen eigenen Vorteil suchen? Wird es dann um irgendwelche Airbusse oder Atomkraftwerke geben, die wir verkaufen dorthin und dann eben wieder unser eigenes kleines Geschäft machen, nach dem Motto, ja, auf der großen Ebene wird es ja nicht anders gemacht und dort spielen ja Menschenrechte, wenn sich dieser Vertrag so durchsetzt, auch keine immanent wichtige Rolle. Also hier fehlt uns die Strategie überhaupt, wie man auf wirtschaftlicher Ebene und vor dem Hintergrund einer großen politischen Strategie mit diesem China, mit dieser kommunistischen Partei umgehen will. Letztlich stellt sich für mich auch eine etwas größere, globalere Frage, die Herr Patzelt auch angesprochen hat. Wie wollen wir eigentlich unseren Wohlstand erwirtschaften, bewahren und organisieren, wenn wir uns in Abhängigkeit zu autokratischen Diktaturen, die totalitär agieren, die möglicherweise für Völkermord verantwortlich sind, die für Totalüberwachung verantwortlich sind. Wie wollen wir diesen Wohlstand organisieren, wenn wir uns in Abhängigkeit begeben zu solchen Staaten? Und es betrifft ja nicht nur die Volksrepublik China, sondern auch andere. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wie die Europäische Union nämlich gegenüber anderen Staaten auf der Welt auftreten kann, die möglicherweise in einen autokratischen Sog geraten und dann auch zu Recht Kritik verdienen, was wir ja auch wollen von Europa, dass solche Kritik ausgesprochen wird. Aber wie glaubwürdig wird diese Kritik erscheinen, wenn doch diese Staaten, diese Kritikempfänger zur gleichen Zeit wissen, wie eben mit so einer Diktatur, mit solchen wirklich krassen Menschenrechtsverletzungen wie China umgegangen wird? Das ist eine sehr offene Frage und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass auch die Diskussion im Europäischen Parlament, in der Öffentlichkeit, die jetzt stattfinden sollte und muss, diese Fragen berücksichtigen sollte. Es geht nicht nur um die Uiguren, die Tibeter, sondern es geht auch um viele mehr. Es geht natürlich auch um Hongkong, es geht um chinesische Menschenrechtsverteidiger, Taiwan, aber es geht auch, glaube ich, um das Standing der Europäischen Union insgesamt nach außen. Und ich stimme auch Herrn Windersbacher zu. Freier Handel ist gut, aber es braucht Regeln und diese Regeln sehen wir nicht berücksichtigt in dem derzeitigen Vertragswerk. Und deswegen können wir nur davon abraten, diesen Vertrag so zu ratifizieren, wie er gerade vorliegt. Danke. Vielen Dank, Herr Kai Müller. Jetzt haben wir Frau Tianqi Martin Liao. Sie ist eine chinesische Autorin und Übersetzerin in Diaspora und Präsident des chinesischen Penn Centers in Taiwan. Sie hat sich aktiv für die Menschenrechte und Meinungsfreiheit in China eingesetzt. Tianqi, bitteschön, Sie haben das Wort jetzt. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Aber irgendwie habe ich mich selber weggeklickt. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so sehr vertraut mit diesem Webinar, aber Sie können mich hören, ja? Sehr gut, ja. Ja, wir können Sie sogar sehen, Frau Liao. Ich würde auch mich zeigen, aber ich weiß nicht, wo ich klicken soll. Irgendwie habe ich falsch geklickt, sodass Sie mich nicht sehen können. Wir können Sie sehen. Können Sie mich sehen? Ja. Okay, ich kann mich selber nicht sehen. Okay, erstmal, ich bedanke mich, dass ich eingeladen bin und ich bin sehr beeindruckt von Herr Rinderspachers Rede. Sie haben wirklich die wichtigste Punkt getroffen, was China-Politik der westlichen Länder anbetrifft, getroffen.
Seit 3, 4 Jahren schreit die ganze Welt, dass solche sogenannte Konzentrationslager oder Berufsausbildungslager in Xinjiang errichtet worden sind. Also nach unzuverlässigen Zahlen sind es mehrere Hunderte von solchen Lager. Sogar bei manchen Informationen sind sogar über 1000. Alle sind empört und wir haben auch wirklich gute Gründe, empört zu sein. Das ist unerträglich, dass in unserem Jahr 2020 oder im Jahr 2000, dass noch solche Sachen passiert in einer zivilisierten Welt. Und ich wollte nur sagen, bis jetzt ist es wenig passiert. Vielleicht USA, selbst wenn ich Donald Trump und seine Politik und sein Verhalten, überhaupt als ein Politiker verabscheue, aber seine Haltung gegenüber China, methodisch ist es falsch, aber in der Tat hat er bei vielen Sachen recht. Vorhin hat Herr Rindersprecher schon gesagt, dieses westliche Denken, das Wandel durch Handel, dass man China irgendwie zu einem Liberalisierungskurs hinsteuern können, ist total. Seinen Namen und dann werden wir ohne dich leider heute machen müssen. Tut mir auch sehr leid, dass das so gekommen ist. Ja. Können Sie mich hören? Ja. Okay, gut. Danke. Entschuldigen Sie, können Sie mich hören? Ja. Ich bin also irgendwie. Oder wir können Sie hören, aber leider nicht mehr sehen. Sie können mich nicht sehen, aber können Sie mich hören? Genau. Ja. Ich bin total sitze ich im Blind. Ich weiß überhaupt nicht. Aber wenn Sie mich hören können, dann werde ich weiterreden. Okay, also irgendwie hat es bewiesen, dass diese westliche Methode, diese Appeasement Policy, Beschwichtigungsstrategie gegenüber China verkehrt war. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. China ist heutzutage, also sagen wir in einer ordinären Sprache, ist jetzt reich, groß, stark geworden. Aber China ist umso mehr ein diktatorisches Land, unter Diktatoren regierende Land. Und deswegen passiert mit Tibet, mit Xinjiang, mit den Uiguren, mit Hongkong, mit Taiwan, mit Tibet, mit den Mongolen und all diesen Sachen. Also diese Unterdrückung der verschiedenen Nationalitäten gehen eigentlich Hand in Hand mit der Unterdrückung der Religionsfreiheit. Also ich denke, die Peking-Regierung hat unter dem Aufwand zur Unterdrückung des sogenannten Terrorismus, deswegen haben sie starke Hand in Xinjiang und weil die Uiguren, sagen wir die uigurischen Menschen, die sind temperamentvoll und die haben eine andere Religion als die Tibeten. Anders, also die Muslimen ist anders als Buddhismus. Und die chinesische Regierung möchte diesen, sagen wir, Temperamente Menschen in Xinjiang unterdrücken, unter ihrer Kontrolle halten und in erster Linie auch ihre Religion unterdrücken. Und ich denke, es ist eine Schande, dass in unsere 21. Jahrhundert, dass noch solche Zwangsarbeitslager, Zwangsausbildungslager, und zwar nicht nur ein paar Dutzende, sondern Hunderte und sogar über Tausende gibt. Und was die Leute da drin erleben, das haben wir so viel schon gelesen. Solche Situationen
menschlich ist es unakzeptabel und das ist unter solcher Situation kann man mit so einem Land nicht Handel richtig treiben. Also ich meine, Europa, EU hat diesen Investitionsvertrag mit China abgeschlossen, noch Ende des letzten Jahres. Chinesische Seite hat sehr viel nachgegeben, aber zur Frage von Menschenrecht oder Rule of Laws, zu solchen Punkten haben sie kein Millimeter nachgegeben. Und ich denke, das soll wirklich eine Lehre für uns sein, dass die vergangenen Jahrzehnte lang, dass diese Rechnung nicht aufgegangen ist, dass China mit angehobener Lebensstandard, dass das Land mehr liberalisiert wird. Das geht nicht. Ganz genau umgekehrt. Xi Jinping hat gesagt, wir haben einen chinesischen Traum. Was beinhaltet sein chinesischer Traum? Das ist, China muss stark sein. China muss groß sein. China muss reich sein. Das sind nicht unsere universalen Werte. Unsere universalen Werte ist nicht so. Es beinhaltet Menschenwürde. Es beinhaltet Wohlsein für alle Menschen. Es beinhaltet auch Rule of Law. Aber mit solchem Inhalt von was der Xi Jinping in sein Chinese Dream einpackt, kann er die chinesische Bevölkerung begeistern. Es tut mir sehr leid, dass ich als Chinesin zusehen muss, dass diese sogenannte chinesische oder Han-Volk-Chauvinismus so von den meisten meiner Landsleute akzeptiert wurde. Das ist ein falscher Nationalismus, das ist ein totaler verkehrter, gefährlicher Patriotismus. Und dafür müssen wir sehr aufmerksam sein. Und ich hoffe, dass die deutschen Medien auch weiter in diese Richtung sehr viel berichten und dass die deutschen Politiker oder die Europäer, EU-Politiker mehr Aufmerksamkeit schenken, dass faire Handel ist nicht alles. Unter fairer Handel kann auch sehr viel unmenschliche Sachen passieren. Ja, also da ich in Blindheit sitze und ich glaube, ich höre jetzt erstmal hier auf. Ja, danke sehr. Danke, Tianqi. Vielen Dank. Jetzt kommt zum Schluss Herr Ulrich Delius, Direktor Gesellschaft für bedrohte Völker. Wir kennen uns seit über 20 Jahren und haben gemeinsam viele Aktionen durchgeführt. Er hat uns auch in unserer Arbeit hier in Deutschland mit Rat und Tat unterstützt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihn dafür zu bedanken. Ulrich, du hast jetzt die Schlusswort. Ja, lieber Enver, vielen herzlichen Dank für diese lieben netten Einführungsworte. Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation, vor der wir stehen. Einerseits diese Brücke schlagen zu wollen als Handelsnation zu anderen handeltreibenden Staaten in der Welt. Herr Batzelt hat es ja hervorgehoben, wie schwer das ist, als exportorientiertes Land dann trotzdem nicht in die Versuchung zu verfallen, eben in zu viel Abhängigkeiten sich zu begeben. Wir haben das jetzt in diesem Jahr sehr stark gemerkt, wir haben es während der Pandemie gemerkt, wir haben es auch vorher schon gemerkt, wozu es führen kann, wenn deutsche Unternehmen eben zu sehr auf den globalen Handel in Sachen China setzen und plötzlich sich in Abhängigkeiten begeben, wo dann Lieferengpässe auftauchen und man letztlich sich auch fragen muss, wie stehen wir als deutsche Industrie zu Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China?
denke, diese Aspekte, die wurden schon sehr intensiv beleuchtet und vielen Dank auch meinen Vorrednern dafür. Ich würde gerne noch mal auf das Timing eingehen. Also es war ja eine Bombe letztlich. Als Menschenrechtler denke ich immer, wenn ich in die Weihnachtsferien gehe, was passiert dieses Jahr? Eigentlich ist die Volksrepublik China immer ein Garant dafür, dass irgendwas um Weihnachten herum passiert. Sie machen es sehr gerne zu der Zeit, weil sie wissen, da sind alle Europäer irgendwie um den Weihnachtsbaum geschart, interessieren sich nicht richtig für Politik, da kann ich Leute inhaftieren, da kann ich Menschenrechtler inhaftieren. Es kommt nicht richtig was nach. Und ein bisschen hatte ich auch dieses Gefühl dieses Jahr wieder mit dieser doch, finde ich, schon großen Bombe mit Zeitzünder, die wir da haben, was sich eben letztlich europäisch-chinesisches Abkommen zur Investitionssicherheit nennt. Wenn wir uns das genau anschauen, dann denke ich, dürfen wir den Zeitpunkt nicht außer Acht lassen. Und der Zeitpunkt, der war nicht nur miserabel gewählt, der war eigentlich schändlich, meines Gefühls nach. Und das trifft sehr stark da nicht nur die chinesische Seite, sondern vor allen Dingen auch die europäische Seite und in dem Fall leider auch die Seite der deutschen Bundesregierung, die den Vorsitz in der EU im zweiten Halbjahr 2020 hatte. Warum hat man dieses Vertragswerk, was definitiv nach Einschätzung aller Expertinnen und Experten, und zwar nicht unbedingt aus dem Menschenrechtsfeld, sondern eben auch von wirklich China-versierten Leuten aus der Wirtschaft und aus Thinktanks nicht angemessen ist. Warum hat man das nach 7 Jahren Verhandlungen dann mal schnell sozusagen kurz vor Silvester in die Öffentlichkeit gegeben, ohne dass es letztlich ausgereift ist? Und das will mir bis heute nicht richtig einleuchten. Mir ist bewusst, dass jede Regierung ihre Erfolge braucht. Man will ja auch wiedergewählt werden, zumindest hier in Europa. In China ist das nicht von Belang, da wird man so oder so gewählt. Oder man bleibt auch ohne Wahl weiter auf dem Regierungsstuhl sitzen. Nur in Europa haben wir, denke ich, eben wie ganz zu Recht gerade eben mein Vorredner Herr Müller das ja nochmal hervorgehoben hat, bestimmte Standards. Und warum verraten wir diese Standards auf so einfache Weise? Weil wenn man sich die Gesamtwahrnehmung anschaut, was ist wenige Tage nach dieser Ankündigung durch die EU-Kommissionspräsidentin denn passiert? Da sind wieder so viele Leute in Hongkong verhaftet worden wie nicht in den letzten Wochen zuvor. Mehr als 50 Leute wurden verhaftet. Und dann verkauft man das Ganze als Verhandlungserfolg. Wo ist da bitte schön der Erfolg? Wo ist das Einsehen auf Seiten Chinas? Wir sehen es einfach nicht und fanden deshalb das also wirklich einen sehr schlechten Zeitpunkt, zu dem man dieses Abkommen in seinen Grundfesten sozusagen mal, weil es war anfangs ja sehr wenig bekannt über das, was da ausgehandelt war, in die Öffentlichkeit gegeben hat. Man wollte definitiv das noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen, um das eben als Erfolg verbuchen zu können. Aber Erfolge, finde ich, müssen dann auch den Analysen von versierten China-Kennerinnen und Kennern standhalten. Und das tun sie hier leider nicht, weil, das haben ja eine Reihe von Vorrednern schon hervorgehoben, es keinerlei Garantien gibt, sondern nur eine Absichtserklärung, die im Prinzip nichts anderes sind als was man in den Papierkorb werfen kann, wenn man länger im China-Geschäft ist, weil man weiß, wie China mit solchen wie leichtfertig solche Versprechungen macht und dann eben auch nicht einhält. Ich denke, was eine sehr problematische Botschaft von diesem Abkommen oder diesem Rohentwurf dieses Abkommens war und seiner Verkündung Silvester war die Botschaft ans transatlantische Verhältnis. Also vor wenigen Tagen hat sich Außenminister Maas nochmal dazu geäußert und gemeint, ja, man wolle jetzt gemeinsam mit der neuen US-Administration vorgehen, um den Einfluss eines strategisch immer mehr an Bedeutung gewinnenden China einzudämmen. Aber
es ist ja schön, das ist ja ein hehrer Grundsatz und ein hehres Ziel. Nur dann muss man doch anders vorgehen. Dann kann man doch nicht wenige Tage, bevor diese neue Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten überhaupt an die Macht kommt und überhaupt sich äußern kann, gerade angesichts der vielen Unsicherheiten, die es dann auch bei dem Machtwechsel in den USA gab, kann man denn nicht so eine Bombe veröffentlichen, ohne dass man vorher mit den zukünftigen Partnern in der USA darüber gesprochen hat. Und das ist für mich eigentlich so einer der gröbsten Fehler gewesen, weshalb, wäre ich jetzt US-Politiker, mir denken würde, naja, was wollen die? Erst machen sie sozusagen alles mit China fest, geben alle Trümpfe aus der Hand und dann erzählen sie uns was von Zusammenarbeit. So kann es doch nicht gehen. Also das Timing war eine Katastrophe, die Inhalte sind auch leider nicht viel besser. Wir haben ja Erfahrungen mit Handelsabkommen. Natürlich ist es wichtig, für eine Handelsnation, wie es Deutschland ist, Handelsabkommen zu treffen und darin aber eben auch Menschenrechtsgarantien zu verankern, die sinnvoll sind und die tragfähig sind. Wir hatten diese Diskussion auf Europaebene in den letzten Jahren um mehrere Vertragswerke. Einiges wurde hier von meinen Vorrednern angesprochen, mit Kanada, mit den USA, die Abkommen, die hier in der deutschen Öffentlichkeit sehr stark diskutiert wurden. Wir hatten sehr stark verfolgt, was mit Vietnam gemacht wurde. Mit Vietnam ein ganz wichtiger, bedeutender Wirtschaftspartner der Europäischen Union, in Südostasien hat ebenfalls so ein Abkommen mit der EU unterzeichnet vor kurzem. Und auch da sind alle Versuche gescheitert. Im Nachhinein, als es ausgehandelt war, zwischen den Regierungen noch über das Europäische Parlament dafür zu sorgen, dass vernünftige Menschenrechtsgarantien da hineinkamen. Wir hatten einen langen Katalog von Forderungen. Wir konnten uns nicht durchsetzen. Daher bin ich jetzt nicht, weil ich Pessimist bin, das definitiv nicht, sonst könnte man nicht Menschenrechtsarbeit lange machen, aber bin ich etwas zurückhaltend in den Schilderungen, was jetzt noch alles im Europaparlament passieren kann und wie sehr das Europaparlament hier vielleicht noch das Ruder herumreißen kann und aus diesem doch sehr lückenhaften und wenig überzeugenden Vertragswerk ein umfassendes zum Schutz eben auch der Menschenrechte machen kann. Hier ist es uns nicht im Falle Vietnams gelungen und ich denke, es erfordert hier also doch ziemliche Herkulesanstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft und vor allen Dingen der EU-Parlamentarierinnen, noch die Akzente zu verschieben und Garantien zu bekommen, die ihres Namens auch wert sind. Wir und andere Menschenrechtsorganisationen werden natürlich weiter daran arbeiten, aber ich denke, es sind handwerkliche Fehler hier einfach gemacht worden, die nicht hätten passieren dürfen. Einer Regierung, die so erfahren ist wie die deutsche Bundesregierung und die wissen muss, wie China solche handwerklichen Fehler eben dann auch ausnutzt. Das sind so meine großen Bedenken hinsichtlich der Zukunft dieses Investitionsabkommens. Aber es wird natürlich jetzt total wichtig sein, da von politischer Seite nochmal den Druck zu verstärken. Übermorgen werden wir als Menschenrechtsorganisation mit dem Bundesaußenminister sprechen. Da wird er sicherlich auch wieder das Investitionsabkommen loben. Wir werden darauf hinweisen, wie problematisch dieses Abkommen ist und dass da eben noch eine Menge getan werden muss, um Fortschritte zu machen. Danke. Vielen Dank, Ulrich. Damit kommen wir zu Ende unserer heutigen Diskussion. Zum Schluss, wie gesagt, möchte ich die Gelegenheit anbieten, an unseren Referenten, Referentinnen unter sich Fragen zu stellen und Meinungen auszutauschen. Wir haben etwas Zeit. Und diese Möglichkeit gibt. Und zweitens möchte ich von Frau Margarete Bause euch sehr herzlich begrüßen.
sie hatte technische Probleme und sich entschuldigt sich, dass sie sehr interessant und wichtig fand, diese heutige Diskussion. Und wir haben das Termin zusammen vereinbart und sie war sehr begeistert, dabei zu sein. Aber tut mir leid, auch mir tut es leid, dass sie nicht dabei sein könnte. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, unter sich Meinungen austauschen. Wenn nicht, in ein paar Minuten möchte ich dann bedanken, abschließend. Bitte, Martin, Herr Patzelt. Dankeschön. Erstmal möchte ich sagen, dass Frau Martin Liao sehr schön zu sehen ist und dass wir sie meistens gesehen haben. Sie waren mal Ja, eine kurze Zeit abwesend. Dann versuche ich mal kurz das zusammenzufassen, was ich aus unserer Diskussion nochmal als Eindruck entnommen habe. Ich gehe weitgehend mit Herrn Rindersbacher mit seiner Auffassung. Und ich frage ihn oder uns alle zusammen, woher nehmen wir jetzt die politische Kraft, um unsere Diplomaten und unsere Wirtschaftspolitiker davon zu überzeugen, dass dieses Abkommen in dem Sinne, wie Herr Delius das beschrieben hat, tatsächlich sehr nachbesserungsbedürftig ist. Aber ich möchte auch sagen, Herr Delius, was würden wir ohne dieses Abkommen machen? Wir haben ja überhaupt nichts in der Hand. Und selbst die schwachen Abkommen, die schwachen Erklärungen, das internationale Arbeitsabkommen einzuhalten und auch die Klimakonvention von Paris einzuhalten, dass man versucht, dass man erklärt, man möchte die Standards nicht senken. Das sind ja zumindest erstmal Erklärungen, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Und der wilde Handel mit China war ja so, dass wir jetzt auch den Verdacht erleben mussten oder wahrscheinlich auch die Tatsache, dass Uiguren zum Beispiel als Zwangsarbeiter bei der Produktion von Autos eingesetzt wurden, bei einem deutschen Konzern. Der Vorstand hat gesagt, wir wissen nichts davon. Also, dass wir überhaupt mal das in den Blick bekommen, nicht nur hier in unserer Konferenz, sondern auch in unseren Parlamenten. Wir Menschenrechtler im Bundestag haben es geschafft, dass wir zumindest jetzt eine Gesprächsebene mit den Wirtschaftlern haben und mit den Außenpolitikern, dass wir sagen, das muss ständiges Thema werden. Das ist es ja noch gar nicht. Sondern wir haben als Menschenrechtler immer dahin gewurschtelt, haben uns alles angehört, haben ab und an mal eine kleine Intervention gemacht, aber es war ja kein konstruktiver Streit. Ja, ich sage das so, Streit, denn als Menschenrechtler müssen wir sozusagen die Gütekontrolleure dieser Verträge sein und werden. Wir haben ja eine viel zu schwache Stimme in unseren Parlamenten. Und da hat sich etwas entwickelt, da bin ich dann auch ein bisschen optimistisch, dass so, sagen wir mal, Silberstreifen am Horizont entstehen. Aber das, was ich eingangs sagte, das bedrückt mich wirklich, dass wir sehr abhängig davon sind, dass das Geld kostet. Und das Beharren auf unseren Standards, auch auf den menschenrechtlichen Standards, heißt also, dass China uns nicht mehr so billig die Produkte dann geben kann, wenn wir diese Standards dort auch alle einführen. Dass also auch unsere Waren, unsere importierten Waren teurer werden müssen. Dass wir nicht mehr China als Billigproduzenten für uns nur in Anspruch nehmen können und ansonsten weggucken, sondern dass wir sagen, ja, und da bin ich ganz bei Herrn Müller, wir müssen also Standards auch kontrollieren können. Der Vertrag hat überhaupt keine Regelung drin, wie wir denn diese Erklärungen eigentlich auch messen und kontrollieren. Dann bleiben es natürlich Absichtserklärungen. Also das internationale Lieferkettengesetz müsste dann auch intern in China verfolgt werden. Die Produkte, die Zuprodukte, die dann aus irgendwelchen Teilen Chinas kommen, die werden ja gar nicht kontrolliert. Und insofern kann man sich eine große Mogelpackung daraus machen mit dem Ziel, weggucken und dann trotzdem wieder billig einkaufen. Und das müssen wir zum Thema machen in unseren Parlamenten. Und ich frage Herrn Rindersbacher wieder ganz deutlich und nachdrücklich um Rat. Wo nehmen wir die politische Kraft her, die nicht nur bei unseren Erklärungen hier in solchen Runden und dann auch öffentlich auch in den Parlamenten da sind, aber wie kriegen wir denn unsere Kolleginnen und Kollegen bei den Entscheidungen jetzt im Europaparlament, wie bekommen wir sie dazu? Wo kommt der politische Druck her denn von der anderen Seite? Vom Markt her, da ist er groß genug. Markus, möchtest du was sagen dazu? Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage, die ich natürlich genauso wenig imstande bin zu beantworten wie der Kollege aus dem Deutschen Bundestag selbst, der Patzelt. Aber
Ich glaube, dass tatsächlich die Europaparlamentarier ein Stück weit weiter sind als wir in der nationalen Politik. Da hat man ein Stück weit mehr Sensibilität, ich glaube, quer durch alle Parteien. Und deshalb hat möglicherweise Herr Delius am Ende recht, wenn er zweifelt, dass das jetzt am Ende alles menschenrechtskonform sein wird. Aber ich glaube, dass es den Europaparlamentariern nochmal gelingen wird, das Thema Menschenrechte wirklich intensiv zu diskutieren. Und bei einem bin ich mir nicht ganz so darüber im Klaren, ob uns in Europa eigentlich immer bewusst ist, welche Macht wir eigentlich auch hätten, gerade wirtschaftlicher Art. Also ich denke da jetzt an diesen Brussels-Effekt von Frau Professor Bradford aus New York, die ja deutlich gemacht hat, dass die Europäische Union standardgebend ist in allen Bereichen. Im Übrigen ohne, dass die Produkte viel teurer werden aus China, die dann zu uns kommen. Wir setzen Standards bei Chemikalien, bei Sondermüll, bei Hormonfleisch, bei Elektroschrott, bei Abgasnormen, bei Tierversuchen, bei Kartellrecht, bei Pflanzenschutz, bei Luftreinhaltung und so weiter und so fort. Produkte, die zu uns nach Europa kommen, müssen sich an gewisse Standards halten, insbesondere auch in Umweltbereichen. Und da hat sich ja auch China durchaus entwickelt, weil sie sich an unseren Standards orientieren mussten und nicht wir an jenen. Es war ja nicht immer nur die Einsicht, oh, bei uns in Peking ist gerade Smog, die Luft ist schlecht, sondern es war auch das Bewusstsein da, wir wollen ja unsere Produkte auch nach Europa verkaufen, also müssen wir deren Standards mit beachten. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, Ihre und meine und die aller, die heute hier auch mit dabei sind, klarzumachen, dass es eben auch um diesen Menschenrechtsstandard geht. Der ist am schwierigsten wahrscheinlich zu kontrollieren, der ist am schwierigsten zu implementieren. Papier ist wahnsinnig geduldig, es haben alle Redner und Rednerinnen heute hier auch gesagt, dass es nicht allein reicht, irgendwas zu ratifizieren, sondern es muss am Ende dann auch umgesetzt werden. Bei einem Pflanzenschutzmittel oder bei einem Fleisch oder bei einer Chemikalie kann man das ganz gut kontrollieren. Bei den Menschenrechten in Wahrheit auch, wie wir alle wissen. Nur da müssen wir endlich hin, dass wir auch da standardgebend sind. Und dafür müssen wir auch innerhalb der Europäischen Union viel tun, weil es Länder gibt, die das nicht für die Standards halten, die so wahnsinnig wichtig wären. Bitte. Ich wollte nur noch einen Satz dazu sagen, weil ich das immer wieder bemerke bei den Kollegen, die uns dann vorhalten aus dem Wirtschaftsbereich, ja, wir sind ja, China führt ja viel mehr Waren aus zu uns, heißt, dass wir Waren einführen. Ich gebe Ihnen völlig recht, die Chinesen haben auch ein großes Interesse daran, dass sie hier einen Markt haben. Und wir haben es ja doch nicht weitgehend, aber doch schon vermehrt geschafft, dass Kinderarbeit nicht mehr akzeptiert wird bei Produkten bei uns. Genauso müsste uns ein Ekel überkommen, wenn wir Produkte von diesem Markt hier verkaufen und kaufen sollen als Konsumenten, wenn da Zwangsarbeit und Blut dahinter steckt. Und das müssen wir öffentlich proklamieren. Solange Zwangsarbeit und Vergewaltigung von Menschen und Missachtung ist mir ein solches Auto aus China oder ein solches Produkt einfach ekelhaft. Und wenn wir das ein bisschen auch in das Bewusstsein von Konsumenten hineintragen können, denn das ist ja auch gerade unsere Lebensqualität. Wir messen unsere Lebensqualität immer am materiellen Standard. Wenn die anderen Standards mal wegfallen würden, die bürgerlichen Freiheiten und die menschenrechtlichen Fragen, die in unserer Verfassung stehen, wenn die wegfallen würden, dann würden wir erst mal merken, was wir verlieren. Wir sind uns da immer so sicher. Die Diskussion, die wir jetzt hatten im Zusammenhang mit der Pandemie, haben ja auch noch mal deutlich gemacht, wie der Liberalismus des Individuums über alles geht, aber die gemeinschaftliche Aufgabe und Verantwortung und das in einem globalen Sinne, sonst erreicht es uns auch wieder. Also da will ich mich sehr immer wieder bemühen, aber ich muss Kollegen dafür gewinnen. Dankeschön. Ja, Tianchi, bitte. Sie haben das Wort. Bitte. Ist meine Stimme zu hören, ja? Ja. Okay. Ich denke, die europäischen Länder sollen mehr selbstbewusst sein. China ist zwar wirtschaftlich stark, aber China ist auch abhängig von europäischen Ländern. Und wo jetzt Joe Biden ein Stranger ist, ich denke, EU kann viel enger mit Amerika zusammenarbeiten. Und
Und außerdem, Kanzlerin Merkel hat auch gesagt, die Europäische EU muss auch neue Weltmarkt erschließen. Es gibt nicht nur China, es gibt so viele andere Länder in Asien, in Südafrika, in Südamerika und so weiter. Und ich denke, vielleicht ein sehr einfacher Regel ist, auf der gleichen Augenhöhe. Warum haben die westlichen Länder so viele Jahre zugelassen, dass China ein Sonderrecht bekommt? Warum darf China international Gesetz verletzen? Zum Beispiel seitdem China in dieser World Trade Organization ist, China hat nie wirklich diese ganze Regel befolgt. Die haben immer über die Linien getreten und alle haben zugeschaut und haben nichts gesagt und haben gedacht, ja, China ist arm und ist ein unterentwickeltes Land und wir lassen ihn ein bisschen weiterentwickeln und dann. Aber jetzt auf einmal haben wir einen riesen Drache vor uns, ja? Und auf der gleichen Augenhöhe, was China westliche Investoren oder westliche Firmen nicht zulassen, in China dies und das zu tun, lassen wir die chinesische Firma in Europa auch nicht. Wir wollen euch nicht unterdrücken, aber ihr sollt uns auch nicht ungleich behandeln. Das ist eine goldene Regel. Das muss für beide Seiten akzeptiert sein. Und wirklich, ich denke, einseitig diese wirtschaftliche Sache betonen, es hat eine schlimme Konsequenzen. Wir haben jetzt dieses starke China vor uns. In ein paar Jahren wird China sogar USA einholen mit ihren GDP und so weiter. Das können wir nicht einfach weiter zusehen. Ich denke, wenn wir über Menschenrecht reden, sollen wir nicht nur über Menschenrecht reden, sondern diese Relation zur Wirtschaftsentwicklung, zu der gesellschaftlichen Entwicklung als eine Einheit betrachten. Okay, vielen Dank. Ja, danke. Herr Müller, haben Sie was dazu einzufügen? Nein, vielen Dank. Ich würde nur ganz kurz betonen, wie wichtig es ist und wäre, wenn die deutsche Politik auch Einfluss nimmt auf den europäischen Prozess, soweit das möglich ist, Herr Patzelt, Herr Wintersbacher, auf Ihren Ebenen dort einzuwirken. Ich denke, es wäre ganz wichtig, wenn hier auch aus unserer Mitte quasi in Deutschland, aus der Politik, dort Einfluss genommen wird auf Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, es ist ganz wichtig. Wir als Organisation, viele andere Organisationen sind natürlich auch auf der europäischen Ebene tätig und versuchen dort auch Unterstützung zu finden für einen Menschenrechtsakzent in diesem Abkommen. Und das wäre natürlich eine wichtige Unterstützung, auch wenn Sie in Ihren Bereichen auch das Mögliche tun. Danke. Ulrich, hast du was zu sagen? Ich kann mich dem Appell von Herrn Müller nur anschließen. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, nochmal aus der deutschen Diskussion das auf die europäische Ebene zu tragen. Bitte wenden Sie sich nochmal an Ihre Fraktionskollegen und Kolleginnen dort und bringen das da auch so nochmal deutlich Ihnen die Botschaft herüber, wie wichtig das auch von Deutschland aus gesehen wird, wie jetzt die Rolle des Europaparlaments sein müsste. Die Europaparlamentarier beklagen sich ja häufig darüber, dass sie nicht so richtig ernst genommen sich fühlen. Und jetzt können sie mal richtig stolz drauf sein, was sie bewegen können. Oftmals. Gayur Kurban, hast du was zu sagen zum Schluss? Falls nicht, dann ich möchte nochmals vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Referentinnen, Referenten, Martin Patzelt, Markus Rindersbacher, Gayur Kurban,
Kai Müller, Tianchi, Martin Liao und Ulrich Delius. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und das war eine, glaube ich, vielleicht kleinere Runde, aber ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass wir für die Öffentlichkeit, für die Einhaltung der Menschenrechte mit Beziehungen in China etwas beigetragen haben. Und damit möchte ich diese Diskussionsrunde abschließen und danke euch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön.